Es geht weiter, stets heiter. Zurück bei Kingdom Hearts 3D in HD. Willkommen zurück, Freunde. Nach der letzten epischen Folge und ja, sagen wir mal kurz und am Schluss kann man eigentlich sogar so sagen, dachte ich mir, come on, Freunde, versuchen es einfach mal und gehen direkt zu den Typen hin, also quasi hier, wo wir sonst eigentlich mit Trick und Sturz ausgelöst hatten. Lief soweit eigentlich auch gut. Es kann eine längere Cutscene. Dann haben wir die Aufnahme abgeschmiert, bevor ich es richtig gemerkt habe. War auch schön. Dann habe ich gegen den nächsten Bossgegner ein paar Mal verloren. Da dachte ich mir so, nee, das geht nicht, ich muss trainieren. Und habe während des Trainings dann gemerkt, oh scheiße, die Aufnahme ist abgeschmiert. Dann dachte ich mir jetzt so, okay, come on. Ist jetzt zum Glück eine MKV-Datei und so, deswegen konnte ich einen Teil davon retten. Das ist das Wichtigste davon, aber jetzt einfach nochmal reinzugehen und zu sagen, ja, nochmal alles nachspielen. Also ich meine, die eine Cutscene, die muss ich quasi anderen Teil reinkopieren, weil die wird jetzt nicht mehr getriggert. Aber trotzdem dachte ich mir so, come on, bevor jetzt hier den Kampf, ich habe es 2-3 Mal versucht, aber war Quatsch, sag ich jetzt mal, viel zu niedriges Level hatten und deswegen dachte ich mir so, bevor ich jetzt einen halben Part damit verschwende, starten wir mal von vorne und wir gehen ein bisschen gestärkt rein. Das heißt im Fall von Riku, Stufe 45, ich habe 12 Level mit ihm trainiert hier in der Welt. Lecco mio. Wir haben wieder ein Pandrau dabei, das ist sehr schön, denn ich habe ein bisschen schlau gemacht und so mit den ganzen... Was heißt schlau gemacht, ne? Wir wussten es eigentlich schon vorher. Ich habe es einfach irgendwie verpeilt. Mit den Geistern, ne? Die Geister, die ich rief. So. Natürlich schön ist, hey, ich habe hier Geister, schön, und ich kann aber auch... Warte mal, war das jetzt? Was kann ich hier? Doch irgendwo... Moment. Ich muss kurz gucken. Ich kann das irgendwo aber einstellen, was Freundschaftswert? Nee, das ist die aktuelle Gruppe. Und eigentlich sieht, welcher Geist einem was gibt. So, hier die Anzeige ändern, genau. Mit L2 R-Zeigen da kurz switchen und dann sieht man eben, was einem die Geister so bringen. An Fähigkeiten. Du natürlich auch neue Moves, da ist ganz klar, wie eben zum Beispiel hier unser Ballon-Typi, der einem auch ein bisschen Ballon oder Ballon-Ra sogar mitgibt, ne, ganz geil. Und der Kuma Panda oder unser Pandrago, was da auch HP-Boost, Angriffskraft, Abwehrkraft und so gibt. Oder so Tauros, auch mit HP-Boost, Angriffskraft und so weiter und so fort. Ne? Ist auch sogar zweimal HP-Boost drauf. Ich habe so ein bisschen geguckt und mit am Schluss dann gesagt, na komm, ich packe jetzt mal die Fragen hier ins aktive Team rein. Und habe dann noch ein paar Dinge festgestellt, die wir ganz kurz testen können, nämlich Spielzeuge. Wir erinnern uns, wir haben da mitunter ein paar gesammelt, ein paar sehr viele davon, und die sind alle dazu da, um unsere Gruppe zu trainieren. Hat ein bisschen was von Pokémon tatsächlich, gerade so von Karmesin Purpur. Und jetzt haben wir ganz kurz das Spiel hier, weil das finde ich eigentlich ganz lustig. So, wir haben hier einen Ballon. Jetzt ist ganz klar halt nur auf dem PS-Controller oder früher halt auf dem 3DS, weil du brauchst ein Touch-Ding, was halt, ja, touchmäßig halt auf deinen Finger reagiert. Und ich muss jetzt quasi die Ballon, also das ist ein Ballon, der platzt gleich, sobald ich ihn berühre auf dem Touchscreen. Dann fliegt er rüber zu meinen Geistern, die schicken wieder zu mir und so weiter und so fort. Seht ihr, die kommen. Okay, das war gerade ein bisschen schlecht, Moment. Ich kann durchaus mal mehr werten, ich hatte irgendwie mal eine Punktzahl von 197 oder sowas erreicht. Also bin dann auch weit davon entfernt, aber aufgepasst, da geht gleich ein bisschen steil drauf. Das Tempo zieht an. Oh ja. Give me Balloons. Früher waren es Komplimente, heute sind es Balloons. Give me Compliments. Nein, give me Balloons. Ist vor allem so ungewohnt, weil ich nutze auf der PS Touchscreen doch nie. Ich wüsste jetzt nicht für welches Spiel. Gibt sicher ein paar, aber bisher eigentlich so nie gebraucht. So, dann seht ihr jetzt hier sehr schön. Die Herzen gehen hoch, die Erfahrungspunkte und so. Und hab mir halt dadurch geguckt, die Fertigkeitslinks und so. Ich hole mal ein paar neue Dinger. Eben hier bei Tauros zum Beispiel, ein bisschen mehr HP-Boost oder Abwehrkraft und so. Nach Angriffskraft und so weiter und so fort. Und wäre eigentlich ready, mit den Typen reinzugehen. Das Problem ist aber, ich habe es vorhin nochmal offscreen kurz gecheckt, ich schaffe ihn mittlerweile wesentlich besser, aber noch nicht gut genug.
Das heißt, wir müssen dann nochmal ein bisschen was machen. Tatsächlich. Da dachte ich mir, eigentlich könnte man sich auch mal ein paar Gedanken machen. Warte mal. Ist das hier? Ne, hier ist nicht. Habe ich nicht irgendwo die Möglichkeit? Wo konnte ich denn schon wieder das mit dem flinken Flitzen direkt auswählen? Ich meine, die sind hier, das schon, aber ich dachte, ich hätte irgendwo. Da wäre es Festwasser. Wenn wir noch ein paar andere Sachen angucken. Es gibt auch so. Alter, Tauros und so dabei zu haben, die stoßen ständig weg, ist ein bisschen nervig. Denn gerade hier, Flitzer oder mit Medaillenladen, der hat ein paar coole Dinger, die man sehr gut gebrauchen könnte. Feuersalbe zum Beispiel. Frost. Dreier Plasma. Das sind so Dinge, die. Oder Ballon gar, ne? Ja, das sind schon Dinge, die eigentlich sehr, sehr geil wären, sehr krass wären. Und ich habe hier. Warte mal. Jetzt nicht so Dinge habe ich eigentlich schon. Tatsächlich. Wir haben hier doch genau die Dinger. Ah, okay, guck mal an. Mein Traumfragment hat er keine. Okay, aber ich würde halt dann dort gerne irgendwie so ein paar Dinge noch holen. Nur, am aktuell nur 60 Medaillen. Ich glaube, bei dem kann ich auch nicht verkaufen, war. Ist natürlich fies. Gut. Das heißt, wir gehen nochmal ganz kurz rein. Beim Fliegen Flitzern und gucke mal, ne, ob ich da irgendwie schnell was verdienen kann. Denn sagen wir ehrlich, Freunde, würde ich jetzt hier Hardcore durchziehen, wäre das jetzt nach dieser Folge vorbei. Natürlich, ich will es nicht allzu in die Länge ziehen, aber trotzdem könnte das eine oder andere noch versuchen. Denn richtig viel haben wir vor allem auch hier noch nicht gemacht. Trainingscup, okay, den haben wir gemacht. Ich muss theoretisch sogar den finalen Können machen für die Trophäe. Aber so weit kommen, kein Plan. Ganz ehrlich. Wie gerade auch wieder schon wieder mit den Regeln war. Ja, es war eine Art Yu-Gi-Oh! Irgendwie. Zeit für ein Duell! Lucky 7. Oh, eine Gesamttrophäe dafür. Ich hoffe, das ist eine wichtige Trophäe. Dass ich den noch schaffe. Was ist denn jetzt los? Du bist doch eigentlich fertig, Alter. Klar, ich habe krasse Viecher und so, ne? Aber ich frage mich halt immer, ob das noch ein bisschen Glück zu tun hat oder so, wie das Ganze verstehen. Alter, mal den nass. Okay, ist gerade pures Glück, ne? Das nur mal so ganz kurz sagen darf. Was Glück des Tüchtigen, wer weiß? Okay, ja gar nicht mehr in die Defense, aber wozu auch? It's time for Duell. Aua. Hat er fest bekommen.
Nein, mein Triceratops. Egal. Ich hoffe, wir bekommen ja auch anständige Punkte. Bin nur 60, Junge, Junge. Ganz schön dauern, bis wir die Fähigkeiten für Recall beisammen hätten. Also wenn wir das höchstens offscreen für die nächste Folge machen, sonst nö. Oh oh. Ja, das tat weh. Geht doch in den Angriff über, Triceratops. Hä? Okay. So schnell? So. Naja, ob jetzt so flinke Flitzer, ne, ob das so jedermanns Sache ist, naja. Immer 90. Filterstufe auf 3. Gucken wir nochmal, mit allen 10 insgesamt. Oh, okay. Ein bunter Köp. Ja, schau mal, wa? Wie weit wir kommen. Ja, natürlich. So sehe ich aus. Wow. Der Schlag war heftig.
Ah, das sieht schon wieder aus. Ich bin schon gewundert. Ah. Ja. Junge, wie oft es diese scheiß Duelle hier gibt. Ich wollte jetzt sagen, was er lebt noch? Nee. Jetzt nicht mehr. Naja, sagen wir so, ein bisschen Taktik ist schon dabei. Natürlich muss natürlich auch aber schnell genug auch reagieren dabei. So. Bisher gar nicht mal so übel, ne? Junge, der war auch wieder aus. Au, au, au. Mal kurz, bis er wieder angreift. Ja, klar. Wir darf mal schnell auf 9. Jo, das war's.
Man merkt schon, es wird ein bisschen härter hier, muss schon ein bisschen mehr machen. Ich merke, dass Pandrago so krass drauf ist. Ich weiß nicht, der Pandrago, den wir schon mal hatten, der ist ein bisschen schwächer hier. Leider nachher, dann ist er gestorben, leider. So. Ja, besser halt echt immer zwischen Angriff und Verteidigung wechseln. Also mit den Karten, das geht so schnell wieder runtergehen, wenn du ein paar Karten miteinander kombinierst. Gewonnen! Eben, ich meine, ist natürlich jetzt auch nicht so, dass wir irgendwie ein Anfängerturnier spielen oder so. Nee, wir sind ja schon. Also Anfängerturnier im Sinne von, dass wir selber Anfänger sind mit den ganzen Monstern. Nee, wir sind ja schon ein bisschen höher. Und von dem her auch schon quasi am Ende des Spiels, ne? Deswegen ist durchaus in Ordnung. Okay, warte mal, die ganzen Dinge habe ich ja. 1500 Dreierplasma. Ballonga. Feugersalber. Salbe. Ja, mir wurde schon empfohlen, quasi die 4 hier sind natürlich schon imbar in meinem Ballonga. Sowieso ein Dreierplasma ist halt auch sehr, sehr gut. Was mir wundert ist, dass ich hier bei Rico nicht irgendwie noch besondere Fähigkeiten hätte. Wo es hieß, die bekäme ich hier. Das ist etwa die Sinistra Barriere. Ich glaube, der ist halt, müssen wir nachher mal gucken, wenn wir genug Medaillen haben, und das nehme ich halt mal auslöse. Das ist der Ding, der halt ähnlich wie, könnt ihr euch daran erinnern, sobald wir in eine neue Welt gelangen oder reinfliegen oder tauchen, wie es so schön heißt. Da ist so eine komische Barriere um uns herum. Ich glaube, das ist diese Sinistra-Barriere. Ich habe schon öfters mal gesehen, dass es Leute bei Rico ausgerüstet haben. Das würde Sinn machen, weil so das gar nicht hat bei sich. Ich kann natürlich auch sagen, ey Michael, du bist 45, was machst du da? Wieso machst du das überhaupt noch? Aber es... Sagen wir es mal trotzdem, ne? Der andere Kampf, der noch kommt, eben auf 33 hat er gar keine Chance. Aber auch hier ist trotzdem knackig, ne? Also, Achso, war gar nicht fertig hier, Entschuldigung. Stehen wir noch 2. So, Zeit her. Er hat jetzt mal gesagt, sicher die Folge noch, wenn nochmal eine Folge machen. Schwierig. Einerseits hat das Let's Play in eine Länge streckt, andererseits denke ich mir so, das ist ja quasi von der 2.8 HD Remix Edition. Ist es ja quasi wie, wenn man so will, der Superteil quasi, also der große Teil, ne? Normalerweise aber von den großen Teilen am Spiel mindestens so 50 Parts. Ich meine, klar, Kingdom Hearts 1 und 2 waren ein bisschen länger, aber sogar Kingdom Hearts Birth by Sleep war länger. Gut, das wundert auch nicht wirklich. Und Chain of Memories dort eigentlich auch tatsächlich. Also, da bin ich doof. Den nachladen können mittlerweile. Wieso das?
Oh, der Gruselfrosch. Der kann auf jeden Fall gerade ein bisschen. Okay, doch noch. Ich dachte schon, dass Ballon wieder ran müsste. Ja, vielleicht soll das zwar hierfür, fürs Turnier, lieber nicht Ballon, sondern lieber unsere Fledermaus reinnehmen. Hat ein bisschen höhere Power. Es geht eigentlich nur um die Dinger, ne? Um die Karten. Sollte man zumindest meinen. 120 bereits. Okay, jetzt geht's doch langsam schnell hoch. Gut, ich meine natürlich, wenn du hier das finalen Cup machst und dafür schon 1000 Medaillen alleine bekommst, dann lohnt es durchaus, ne? Oh. Also mit dem Wechsel verstehe ich noch nicht so ganz, was es überhaupt bringen soll, weil ich habe nicht das Gefühl, dass ich irgendwie großartig... Klar, wegen den Karten, okay, ja. Natürlich bei anderen wieder neue Karten hättest, logischerweise. Ja, vielleicht statt die Karten neu zu laden, vielleicht eher wechseln, ne? Oh oh. Halt irgendwie mehr Karten, desto mehr Power, aber ich glaube, das ist irgendwie gar nicht so, wa? Hey, aber geblockt. So Scheiße, ey. Duell. Ja, da war ich schneller, sorry. Der Stern ist sowieso unbesiegbar, wa? Nee, doch nicht. So. Ja, aber auch hier kann man ein bisschen so das Timing und so üben. Ich muss zugeben, es macht doch mehr Spaß, als ich dachte. Scheiße. Hätte ich jetzt nicht erwartet, einen bunten Cup gewonnen. Ja, war es jetzt so bunt? War das gar nicht. Oh, 69, okay. Aber ich glaube, für die Trophäe brauchst du natürlich schon. Musst du alle machen hier. Zum ehrlich, ne? Jetzt haben wir 3 Cups schon hinter uns. Gut, Trainingsing hatten wir das letzte Mal schon. Jetzt haben wir 2 Cups gemacht. Das auf Stern noch. Hui. Hier sind nur 2 Runden. Hier sind nur 3 Runden. Hier wieder 4 Runden. Digital Cup, Nasch Cup. Aber
Ab hier zieht es ziemlich an, wa? So, warte mal. Ah, Medaillen 96, ist noch zu wenig. Reicht noch nicht hier? Ne, es reicht nicht für die Sinistra-Barriere. Also mit der Sinistra-Rolle muss ich ganz kurz gucken. Ist denn das, was ich denke, dass es ist, oder was? Warum kann ich denn das noch nicht? Warte mal, war das irgendwie was damit? Nee. Ah, jetzt. Ey, da ist das Ding. Ja, genau. Ist unbedingt wichtig. Oh, scheiße. Ich wollte gar nicht kämpfen. Ja, die keine Chance mehr. Sorry, aber... Hier, Balloon. Balloon Ra. So. Kurz heilen. Sehr schön. Du. Ja, dann tun wir schon die richtige... Das war da drin. Achso, warum feindlich? Das wäre meiner. Okay. Das Sinistra-Ding, die bringt's durchaus. Lecco mio, ey. Jetzt mal so nicht gedacht. Pack's mal hier unten hin. Weil das Ding ist dann doch noch auch cool. Machen wir es mal so. Und das hier hin, weil ich kann offenbar sowieso keine andere von diesen Techniken reinsetzen. Warum auch immer. Dann hätte ich theoretisch für den Sinistra konnte noch was, ne? Aber eben, der ist noch zu teuer, aber auch noch ein bisschen was. Das ist natürlich schon geil. Junge. So, aber eben, ich glaube, die anderen Dinger, ich weiß, ob wir die noch kriegen, ey. So, jetzt machen wir ein bisschen weiter, bis ich das Gefühl habe, es bringt nichts mehr, hier beim Flitzer Cup. Ja, warte mal. Jetzt gerade hier auch mit den Geistern, die rief, logischerweise. Vielleicht den rausnehmen. Durch unser Golbert ersetzen. Der hat die hier mal geschafft zum Gucken, wenn ich eben auch mit den Fähigkeiten und so sehe. Naja. War doch nicht so viel los tatsächlich, aber egal. Ich habe hier mit Panda und Triceratops bin ich gut dabei. So, gucken wir mal. Digital Cup. Selbe Stufe, also müssen wir eigentlich auch hinkriegen. Vor allem sind es nur 2 Runden. Ich muss auch gucken, ob wir das irgendwie in 2 Parts aufteilen oder einfach einen sehr langen Part machen und sagen, hey, das ist Spezialfolge, weil Schnapszahl 33 und so, ne? Und dann nächste Folge geht es wieder mit dem Kampf und so weiter. Das ist ganz schön aufgebraucht. Mal gucken, wie weit ich komme, ohne hier meine Truppe austauschen zu müssen. Die Schnecken machen gerade ein bisschen irre. Erinnere mich ihn an einen Kampf aus Monster Ranger. Oder so musste damals Tiger irgendwie auch gegen so eine Schnecke antreten.
Und Tiger hat irgendwie keinen Bock, in die Strategie zu folgen und auf Genki zu hören. Und naja, lief dann zuerst nicht ganz so gut für ihn. Okay, ja, jetzt ist da auch schon Pandrago dran. Und klar, da muss natürlich, eigentlich müssen wir ganz ehrlich sagen, Pandrago, warte mal, stimmt gar nicht mehr. Der Ceratops hat ein bisschen mehr Power mittlerweile. Eigentlich. Bin ich ein Stoppguard drin oder was? So, ist aber fertig hier. Wir sind platt machen können. Okay, jetzt aber. Manchmal bin ich ein bisschen verwirrt darüber und ich denke, hey, jetzt ist er irgendwie zurückgestunt, oder beziehungsweise ich habe ihn gestunt, weil er gut verteidigt habe. Jetzt können wir doch angreifen, packe alle meine Karten drauf und mein Monster macht einfach gar nichts. Das ist ziemlich verwirrend. Aber wir haben gewonnen, das ist die Hauptsache. 115, jetzt haben wir definitiv genug für den Sinistra-Dingsbums. Shield. Hä? Wie jetzt ein neuer Cup? Das geht ziemlich schnell. Oh! Noch du setzt Gesichter ein. So, der wäre hinüber. Den nehmen wir auch gleich. Da war nur noch einer. Hey, wir sind doch jetzt hier im Finale von dem Ding. Wieso wird es so einfach geworden? Na toll, wenn alle verteidigen, bringt es natürlich nichts. Oh, das tut weh. 19. Wieso pennt jetzt plötzlich? Das läuft mir fast ein bisschen zu gut. Wenn ich ganz ehrlich sein darf. Ich meine, klar, ja, ich spiele gerne mit Karten, ja, das ist nichts Neues. Wenn ich sage es ungern, was ein Kartenspiel, vor allem bekannte Kartenspieler, die ich noch nie gespielt habe, ist Pokémon. Yu-Gi-Oh! Ja, natürlich, gar kein Ding, ne?
The Witcher, also ja, Gwent auch. Sogar bei Dragon Ball Z legendärer Superkämpfe in Game Boy Color damals, war auch so ein Kartenspiel. Sogar das und ich hab's geliebt. Aber ansonsten, naja. Jetzt haben wir neue Cups dazu. Und Stufe 3 plötzlich. Sonderregeln und Aktionen signieren, wenn du angreifst. Weißt du was, da ist nur eine Runde, kann man ganz kurz versuchen. Warte mal, habe ich jetzt 1000 Medaillen oder kriege ich für den Kampf für 1000 Medaillen? Na, wir gucken mal. Wenn es echt ein Rundenkampf ist. Ich weiß keine Karte mehr. Gibt sogar noch die Mütze, aber irgendwie auch relativ wenig. Eine Sternkette wäre mal cool, so dankeschön. Weil Stern schlägt ja alles, ne? Dürfen wir nicht vergessen, Freunde. Oh, ja gut, spielt keine Rolle. Und Stern so spät gesehen. Das war definitiv zu einfach. Wie viel kriege ich jetzt? 180, okay. Jetzt ist Stufe auf 8. Ja, und die Frage, wenn dadurch auch die ganzen Gegnerstärke werden wir da gerne einen Finalcup machen. Warte mal. Da ist doch so, ne? Wenn ich den Finalcup mache, dann ist. Kriege ich die Trophäe dafür. War Statistiker? Nee. Ich glaube, hier mit allen Schlüsselschwertern, ne? Weil du kriegst ja Schlüsselschwerter, wenn du auch gewisse Questen zu ihr machst. Also, ich kriege ja sowieso nicht hin. Schatzsucher? Nee. Da ist mir zu. Damals zu lange. Freieinfluss, dass du den Gegner besiegt hast. Wird wohl auch zu lange dauern. Tiefseetaucher. Nee, die habe ich auch nicht gemacht. Ja, abgeräumt, den kriegen wir noch hin. Ehrenzeichen nehmen sie noch normal. Beim Flitzer Cup. Ersten Platz. Das war das, wenn wir Traumfänger besiegt. Müssen wir langsam mal haben, ey. Naja. Also. Unsere nächste Fähigkeit hier. Die Sinistra-Rolle. Ne, warte mal. Quatsch. Bei einem falsch genommen, dann habe ich ja schon. Hier. Barriere.
Das mal ganz kurz. Kommando-Deck. Muss man doch den ersetzen, ne? Ja, genau. Ich weiß nicht, ob der hier cool ist. Und jetzt Barriere, wie sieht die aus? Ist die hier? Ja, das ist die hier, genau. Die ist perfekt, vor allem gegen den nächsten Gegner. Aber die beiden hier, die beiden Moves sind für Riku sehr, sehr wichtig, Freunde. Sehr wichtig. Gut, speichern nochmal hier. Das ist halt die Frage, ne? Aber weiter im Text und hoffen, dass alles gut geht. Ja, eben, ich muss nachher mal gucken, ob wir mehrere Parts draus machen oder so. Das kommt halt darauf an, wie lange wir hier noch machen. Wie lange ich hier noch erfolgreich bin, vor allem. Dann machen wir mal hier den Team Pink Cup. Ja, ich bin da halt so der Typ, ne, der jetzt gerne ordentlich, das heißt der Reihenfolge nach und so. Wäre schon cool. Oh, Moment. Normalerweise mache ich eigentlich zwischendurch ein bisschen was trinken, jetzt machst du aber gerade jetzt mal. Und dass wieder das Eis ist. So, dann mal gucken. Mist. Ja, komm, wie lange hält denn der? Hallo, kannst du mal den scheiß Stern wegmachen, bitte? Gleich down. Haben wir alle drei gut geschwächt. Gleich haben wir ihn, gleich haben wir ihn. Gut, jetzt haben wir irgendwie dreimal hintereinander einen Stern bekommen, fand ich jetzt auch ein bisschen übertrieben. Aber hey, warum soll ich mich beschweren? Wenn es doch klappt, warum beschweren? Vor allem wenn es zum eigenen Vorteil ist, ja? Gewonnen, wie gewonnen, so zerronnen. Hauptsache nicht verloren, war.
Ja, es wird wehtun. Oder auch nicht. Oh, noch besser. So, neue Karten. Denn nur die Harten bekommen Karten. Oh, scheiße. »27«. Ja, so heavy gewesen tatsächlich. Nur die Stecke. Gefühlt dauert es immer länger, wa? Er ist so verwirrt. Kumpel, der Gegner ist hier. Das hat gedauert. Und war irgendwie auch seltsam. Wenn die Bemerkung erlaubt ist. Oh, der Elefant Donphan ist da. Stern gegen Stern, bin gespannt, was da passiert. Okay. So. Hier wäre auch hinüber. Funfi ist in der Haus. Donphan, Entschuldigung. Der war gemein. Mann, die Sternkarte wollte noch unbedingt einsetzen.
16er Verteidigung, okay, das wäre schon krass. Das hier ist ein bisschen krasser und macht ihn auch gleich nasser. Also ja, ich meine, dauert schon ein wenig, ne? Wir müssen hier überall durch ist und so. Aber ja, sowieso außer wegen Pokal muss ich wohl alle machen, ne? Also alle Cups machen. Oh, da haben wir einen T-Rex. Oh, da habe ich gar keinen Bock. Naja, gut. Junge, ist klar, was hast du so für Moves drauf? Nein! Okay, jetzt sind sehr früh drauf gegangen. Also die Karten nicht mehr, das ist auch schön. Alter! Ja, hält auf den Stern noch bis in alle Ewigkeit. Wir machen doch fertig! Junge! Okay, das war knapp. Am Anfang haben wir gar kein Land gesehen. Hat er schon... Oh, scheiße. Eine Kanter Niederlage, aber wir hatten Glück. Muss auch mal sein, ne?